Die Duelle gehen weiter hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, Freunde. So, wenn wir ganz kurz nochmal ein kurzes AP-Roulette andrehen. Den ersten Gegner anvisieren und dann mal gucken, was uns dann noch so für, ja, Besonderheiten erwarten. Was, Level 10 Michael, erste Stufe, hallo? Ja, guten Tag, ich kämpfe gerade gegen mich selber, toll. Hey, du scheinst mir kein allzu schwieriger Gegner zu sein, willst du natürlich duellieren? Gegen mich selber, ist klar. Michael gegen Michael, naja, von mir aus. Wieso auch nicht? So, ich gewinne natürlich, weil ich der Michael bin und nicht der Michael. Alter Schwede, so. Zeit für ein Duell! Synchro 2 gegen erste Stufe. Erste Stufe? Was soll das heißen? Ein Level-Deck oder wie? Zieh ich mal. Okay, Moment mal. Geht noch was Normalbeschwörung war. Ich rufe Breaker, den magischen Krieger, im Angriffsmodus. Und dann setze ich noch eine kleine Karte verdeckt. Na dann, du bist dran. Seichtes Grab. Ja, doch. Mausoleum des Kaisers. Ach du Scheibenkleister. Auf gleich ein paar starke Monster, wie es aussieht. Der große Kern. Was soll denn damit? Klar, für 3 Zählmarken. Nö, lass mal. Ja, nicht so wirklich Bock drauf. So, Eisenschopf-Vogelscheuche aktiviert. Effektiert negiert. Moment, ich hab's einmal getan, ja, also kann ich nicht zweimal da verhindern. Puh, Glück gehabt. Ist klar, eine Karte verdeckt. Och, Menno, du nervst, Kumpel. Ich frage mich, ob den Effekt auch nutzen kann. Ja, das können wir, okay. Trotzdem stört mich die Karte ein bisschen und deswegen Breaker. Aktiviere eine besondere Fähigkeit. Und zerstöre das Mausoleum des Kaisers. Once and for all. Sehr schön, sieht doch ganz gut aus. So, nun rufen wir noch eine blühende Kette im Angriffsmodus. Und nutze dessen besondere Fähigkeit, um ein weiteres Monster zu rufen. Und zwar mein Elfenschwertkämpfer. Und zwar im Verteidigungsmodus. Gut, jetzt setze ich noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Gut, die Monster sind auf dem Feld. Mach noch ein Synchromonster und mach seinem großen Kern, jagt ihn zum Teufel. Oder aber er macht's von selber. Sakura Zurüstung, hasta la vista, Baby. So viel zum ach so mächtigen großen Kern, wa? Hat überhaupt nichts drauf. Okay. Vielleicht doch mehr als ich dachte. Dann ziehe ich mal. 3 Zauber kann man relativ wenig bringen. Toll. Mach ich jetzt nachladen? Nee, geht nicht. Ich muss angreifen. Immer wieder angreifen. Breaker! Zeig uns, was du drauf hast. Angriff mit Zauberklinge. Das mit dem Drachen. Was nicht schon wieder? Was? Die Angriffspunkte des Monsters ist klar. Captain, Angriff! Nochmal einfach einen zweiten Captain, kann ich die besondere Fähigkeit vor allem gegeneinander ausspielen. Das ist ja so krass, wenn ich 2 Captains auf dem Feld habe. Und sonst keine Krieger. Kann halt kein einziges Monster von mir mehr angreifen. Ja. Das sind halt die ganz geilen Effekte. Noch ein Monster verdeckt, na Halleluja. So, ziehe ich mal wieder, was kriege ich jetzt Schönes? Fallen Countdown. Alter, habe ich Karten auf der Hand, hey. Ist ja unglaublich. Breaker! Angriff auf sein Monster! Wie immer. Zauberklinge!
Okay, wenn das was bringt von mir aus. Captain, direkt Angriff, seine Lebenspunkte. Los geht's. Sieht doch schon ein bisschen besser aus. Mal Zug beendet. Alter, 4 Zauberkarten auf der Hand. Hast du auch selten. 4 Karten wieder von Zauber. Also vor allem 4 davon in einer Farbe. Das sieht man eher selten. Oh. Nee, bitte nicht. Nein. Nicht mein Captain. Und nicht mein Breaker. Mein Breaker muss dran glauben. Angriffspunkt absorbiert. Du alte Schweinefresse. Aua. Mann, mir fällt das auf, Freunde. Das Artwork der Karte, so ein Sonneneruptionsdach, erinnert mich ein bisschen an... wie ist jetzt schon wieder? Da den Drachen aus, so Queen of Time. Der Volvagia, genau. Erinnert mich ein bisschen an den. Kann viel, aber ein bisschen. Alter, Kanzerstörung, Nachladen ist klar. So, aber erstmal Zauberkarte Spalt. Dann spiele ich Nachladen. Damit kann ich alle meine Karten zurück ins Deck legen, das durchmischen, nochmal 3 neue Karten ziehen. Mit 3 gute Karten. Yes, man, Checkmob, baby. Ich rufe den zweiten Captain im Angriffsmodus. So, natürlich mache ich das. Und rufe noch mein nächstes Monster, und zwar einen Stahlschraubenigel im Verteidigungsmodus. Ja, Mann, geil. Alter, 2 Captains auf dem Feld, ja, doch. Habe ich irgendwie auch selten, muss ich mal zugeben. Aber jetzt kann der Gegner keines meiner Kriegermonster mehr angreifen. Im Prinzip verhindert der Effekt des Captains, dass er ihn angreift, also andere angreifen kann, andere Krieger. Spieler kann nur ihn angreifen. Aber ist bei ihm ja auch so. Sprich, sie schützen sich gegenseitig. Das ist so eine Art Endlosschleife. Das ist doch mal der Hammer. Alles klar, Elfenschwertkämpfer, Angriff. Und das ist vor allem wieder mal der Beweis dafür, dass auch schwache Monster durchaus in der Lage sind, den Gegner so richtig auszunocken. Oh je, schon über 10 Monster oder 10 Karten gespielt, noch kein einziges Empfängermonster dabei. Das Duell geht ohne Synchro, ja. Kann man ja auch mal machen, oder? Ist doch gar nicht mal so übel. Ja, keine Chance mehr. Der arme. Na dann, wenn ich mal so eine Eruptionsdrache, sag ich mal so, mir denken kann. Feinkontrolle, okay. Na dann. Elfenschwertkämpfer. Wenn nicht sein, so eine Eruptionsdrache. Nein, ein Krieger. Du Arsch. Egal, Captain. Dann mach du ihn platt. War gar nicht der. Noch ein Drache? Hat schon 2 auf der Hand oder was? Blöder Captain, direkt Angriff! Verrückt. So, Zug beendet. Dann mal das erste. 2 Captains auf dem Feld. Die kriegt er nicht mehr so leicht weg. Ja, könnte ein bisschen schwierig werden, die beiden wegzukriegen. Oh nein, mein kleiner Igel. Der musste fallen. Noch eine Karte verdeckt. Alter, was sind da für Karten in der Hand? Autsch, dankeschön. Du Arsch mit Ohren. Reicht noch langsam. Rose kriegt der Rache. Okay, wenn ich ihn oder sie rufe, aber noch... Okay. Dann setze ich mal beide meine Captains in den Verteidigungsmodus. Und rufe Rose, Krieger in der Rache, nicht der Drache. Kann ich auf Drache. Und somit kann ich auch Stachelscharnigel zurückholen. Und zwar im Angriffsmodus. So, und jetzt wird's Zeit, das Duell zu beenden ohne Synchrobeschwörung. Rose, Krieger in der Rache, Angriff. Hasta la vista, also ein Eruptionsdrache. Und 300 Schaden von meiner Rose, der Kriegerin der Rache.
Stachelschraubenigel. Ja, Mann, ganz geil. Direkter Angriff. Nein, jetzt schreit er unten, bist du wahnsinnig. Na, Prost Mahlzeit. Nee, Zug beendet. Mann, nee, muss mich immer so verarschen. Er hat zwar geile Karten und so, aber... Mann, nee, ich will doch voll cool loslegen. Das reißt mir ja so. Karte verdeckt. Zug beendet. Arsch, so. Ich hab's gesagt. Großer Kern, greif ihn an! Kannst du knicken, Freundchen? Ich habe noch meine Feinkontrolle. So, dann nochmal die Position eines Monsters und zwar den Verteidigungsmodus. Nichts gewesen mit dem Spesenkumpel. Oh, jetzt nervst du mich aber echt langsam mit einer verdeckten Karte. Ist was, Freund? Hab keinen Bock mehr. Beenden wir es auf die Schnelle. Oh, ist das übel. So, als erstes kann man eine Zauberkarte Schildstoß ins Spiel. Tja, wenn wir sagen, Tschüssikowski. Den Kampfschaden zufügt, okay, nur dann, schade. Dann rufe ich mal meinen Stachelschraubenigel und rufe Zaborg, den Monarchen des Donners. Und Tschüssikowski, großer Kern, das war's mit dir. Und nun, Rose, Kriegerin der Rache. Beende das Duell. Mit Rosenklinge. Das war's wieder mal. Und der Michael schlägt den Michael und kriegt kaum DPs, naja. Shit happens, Freunde, shit happens. Gibt's nicht, du bist einfach zu stark. Ja, das stimmt. Ich bin einfach zu heavy. So, denk mal hoch. Mit diesen Transcend los, wie kann es überhaupt möglich sein? Aber es ist alles für die Meisterschaft, nicht wahr? Ich hatte einfach den Mund und schluck die Kröte. Welche Kröte? Okay, noch ein Duell plötzlich. Gegen, was? Bivin? Bivin? Wie sprichst du das aus? Was will denn der Typ über... Alter, hör auf mich den Nachzunamen, du Copy-Pastler. Alter. Wollte schon sagen. So, fange ich mal an. Und jetzt Time for Duel! Michael vs. Bivin! Die Bivi, was auch immer. Die Bifi, so war es ja, nicht die Bivi, die Bifi. Okidoki, jetzt sieht noch gut aus mein Deck fürs erste Mal. Ja, der Grundangriffspunkt, das ist eben das Problem. Wobei, wieso ein Problem? Ich aktiviere erst einmal Final Countdown. So, Kumpel, in 20 Zügen ist alles vorbei. Dann rufe ich noch den blühenden Captain im Angriffsmodus. Und dazu natürlich auch seinen guten Kumpel, den gebieterischen Ritter, aber im Verteidigungsmodus. So, dann rufe ich noch Geschützturmkrieger als Spezialbeschwörung, indem ich meinen blühenden Captain opfere. Und dann kriegt dieser einen fetten Powerschub. So, das reicht fürs Erste. Das ist ein ziemlich cooler Öffnungszug, oder? Die erste Flamme brennt, die erste Flamme brennt. Du. Noch eine Karte verdeckt, okay. Ja, ist gut. Monster verdeckt, Karte verdeckt und Final Countdown aktiv. Nun gut, leg ich mal wieder los. Gerümpel-Synchronisierer. Ich habe noch keine Stufe 2 Monster auf dem Friedhof. Wäre also eher eine Verschwendung, wobei plus 4, plus 5 gibt plus 8. Wäre schon eine Variante, aber erstmal aktiviere Schildstoß. Sag tschüss, eine Monster. Der Fliehende kann markieren Nummer 1. Oh, Insektendeck also. Geschützturmkrieger Angriff. Mit kolossaler Faust. So, und das war's das erste.
Final Countdown. Nun, was macht der Beefy-Typ jetzt? Nach dem Monster verdeckt. Wird langsam langweilig, Kumpel. Ach, was soll's. Dann zieh ich mal wieder. Stachelschraubenigel, sei willkommen, du cooler alter Typi. So, diesen Monster verdeckt. Genau. Und dann rufe ich, rufe vor allem. Ich schütze zum Krieger, greif an. Warte mal. Das fliegende Kamakiri Nummer 1, setzen wir auf einen maskierten Drache? Was ist denn das für ein Deck? Sieht ein bisschen nach einem Sucherdeck aus. Okay, muss den dringend erledigen, weil sonst in der noch eine Stufe aufsteigt, sprich Level 5, und dann habe ich ein Problem. So ein riesengroßes. Final Countdown, die 5. Fackel oder Flamme, wie auch immer. Tja, was macht er jetzt? Kann er jetzt echt denn? Er kann. Und er macht's auch. Er ruft einen Drachen Level 5. Ich glaube sogar, er hat eine besondere Fähigkeit, oder? Oh ja. Oh nö. Wie jetzt? Kann das mehrmals einmal machen? Alter. Was für ein Penner. Boah, wir machen den Drachen so übel, ey. Ja, darf 3 neue Karten ziehen, schön. Ach nö, nur 2. Aber das heißt, nur der Verträger ist trotzdem übel. Oh, wow, Leute, das sieht übel aus. Yep, sogar sehr übel. Ach du Scheiße. Ein Level-Deck. Wieso das? Wieso ausgerechnet das? Und der Drache Level 7. Ja, jetzt haben wir natürlich... Jetzt ist Feierabend, Freunde. Mal ganz schnell was überlegen, aber ganz schnell. Stufenkrieger, du kommst wirklich... Hilfe! Wobei, warte mal, jetzt muss ich aber überlegen. Der 2, der 3, das heißt, wir brauchen nochmal Stufe 2. Das geht so nicht. Scheiße. Wann ist der Stufe 4? Was bringt mir das? Ganz kurz. Die ganzen Monster werden an der Hand auf dem Friedhof, um alle auf dem Monster spielen, seine Gegner, die dann angefallen zu zerstören, ist klar. Alter Schwede, okay. Machst trotzdem mal Spezialbeschwörung, Verteidigungsmodus. Dann hat er jetzt Stufe 4. So, noch Krümpelsynchronisierer. Nutze dessen besondere Fähigkeit. Und rufe Stachelschraubenigel im Verteidigungsmodus. Ja, Verteidigung ist ja ganz cool. Aber eine andere Strategie, Freunde. Verdammt, ich habe keine Pflanze. Jetzt ist natürlich ganz mies, aber jetzt geht nur noch das. Jetzt hilft nur noch er. Jetzt meine einzige Rettung. Stufenkrieger, Synchrobeschwörung, schwarzer Rosendrache. Dessen besondere Fähigkeit. Alter. Ja! Na dann, schwarzer Rosendrache. Es wird Zeit. Aktiviert eine besondere Fähigkeit und schickt alle Karten vom Feld. Nein. Nein. Wie kann man nur so ein Pech haben? Oh, er kommt wieder zurück, weil der Transport ist da weg jetzt. Och nö, der kommt wieder zurück. Mensch. Wieso? Das war so ein geiler... Ich will doch schon wieder verlieren. Menno. Das war so geil. Jetzt nicht.
So einen krassen Effekt, das müsste eigentlich voll angreifen, so bringt ja nichts. Aber jetzt eine normale schon gemacht. Ich bin voll im Arsch. Das reicht niemals, ey. Auch Spalt, so eine zerstörerische Karte, komm schon. Sakrazul habe ich 2 Stück im Deck. Macht das Spiel habe ich auch noch nie gespielt bis jetzt. Wie kann er nur so ein Kartenglück haben, ey? Ist doch gemein. Oh oh, Alter. Komm schon, jetzt Karten, komm schon, ich brauche dich jetzt. Ganz dringend brauche ich dich jetzt. Bring mir den Spalt, bring mir den Spalt, bring mir den Spalt. Feinkontrolle geht auch, aber bring mir irgendwas in Art. Mach des Spiegels. Und das, was bringt, ist eine andere Frage. Ja. Ich rufe Gaia des Finsternis im Angriffsmodus. Zu zerstören. Okay, Zug beendet. Ob das was bringt, Freunde? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Jetzt fällt es auch schon wieder vorbei. Oh oh. Das wird übel. Wenn er jetzt die richtige Karte spielt, bin ich sowas im Arsch. Ja, ist klar. Ein bisschen Arsch, ey. Wieso? Hat gar nichts gebracht. Ah, sein Levelkarten, ey. Sind die scheiße oder was? Verdammt, nur ein Monster, was soll's? Macht des Spiegels! Sagt tschüss! Meine Fresse, hat der mich genervt. Und noch eine Karte verdeckt, na Halleluja! Toll, soll nochmal 10 Züge aushalten. Jetzt kann ich eine starke Karte gebrauchen. Naja, besser als nix. Hey, ich rufe den Captain im Angriffsmodus. Das gibt's nicht. Der Fall ist, wenn ich spiele eine Antwort. Freunde, bin sowas in dem Arsch. Ja, das gibt's nicht. Wenn der eine einzige richtige Karte spielt jetzt. Alter, wieso hat er so starke Karten? Kreisender Tribut, alles klar. Die ganzen Waffen Level Drachen und so. Materietransporter, obwohl irgendwie den Effekt meines Rosendrachens annulliert. Und ausgetrickst. Ich kann mittlerweile bereits führen, hey, aber nee, natürlich nicht. Ich fürchte, Freunde, unser Deck ist noch zu schwach für so einen Gegner. Es gibt aber nicht. Ja, wie schwach genau, das erfahren wir vielleicht im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Keine Karte auf der Hand, keine auf dem Feld. Ich bin sowas von Marsch, ey. Sowas von im Eimer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.